So, ab. Unser Foto haben wir. Ich öffne die Tür und springe ins Auto, mich nicht darum kümmernd, wie meine patschnasse Kleidung die Sitze besudelt. Es ist nur Wasser. Das trocknet früher oder später. Ich stecke den Schlüssel in die Zündung und lasse den Motor an. Aber irgendetwas funktioniert nicht. Die Tankanzeige steht auf E. Der Tank muss leer sein. Auf der Jagd nach Hinweisen vergessen, den Tank zu füllen. Ein Anfängerfehler. Oder vielleicht der Fehler eines Mannes, dessen eigenes Leben anfängt, ihm gehörig auf die Nerven zu gehen. Ich muss einen anderen Weg hier rausfinden. Aha, das ist auch noch. Gut, jetzt speichern wir das mal. So, jetzt, wir haben keinen Sprit mehr. Was drehen wir jetzt? Vielleicht hat er auch noch ein Telefon. Und Rumsitzen und Zeitung. kann uns ein Taxi oder sowas rufen. Was kann ich für dich tun, Junge? Haben Sie hier ein Telefon? Wir hatten. Was heißt das? Habt ihr jetzt keins mehr? Wir haben hier ein Telefon, aber das funktioniert nicht mehr. Ich warte schon seit Wochen auf den Techniker. Aber bisher war niemand hier. Die kommen alle 3 Monate vorbei und prüfen die Schalttafel hier. Aber ein paar Wochen danach gibt es normalerweise kein Freizeichen mehr. Das Telefon ist also nicht zum ersten Mal kaputt gegangen. In den letzten paar Jahren war der Techniker mindestens 10 Mal hier. Und jedes Mal will er wieder Geld haben. Wenn das hier kein Hotel wäre, würde ich sofort auf das Ding verzichten. Wo ist die Schalltafel? Keine Ahnung. Die muss irgendwo draußen, außerhalb des Gebäudes sein. Ich habe keine weiteren Fragen. Wenn du mich brauchst. Ich bin hier. Gut. Bekanntlich sind wir ja wie das Mädchen für alles. Und deswegen werden wir jetzt die Schalttafel suchen. Das muss die Schalttafel für das Telefon sein. Das schaue ich mir mal genauer an. Schaut durchgeschnitten aus. Das war kein einfacher technischer Ausfall. Jemand hat das Kabel gekappt. Und es sieht nicht wie ein Zufall aus. Wenn es mir gelingt, das Kabel wieder anzuschließen, sollte das Telefon wieder funktionieren. Dazu fällt mir nichts ein. Ja, mir auch nicht. Tja, was kann man da hin machen? Das ist Alupapier, oder? Ja, das Bonbonpapier sollte die Enden zusammenhalten. Hoffen wir, dass es funktioniert. Das Bonbonpapier ist... Ja, war jetzt erst einmal gar nicht so schwer. Rumsitzen und zack. Ja. Was kann ich für dich tun, Junge? Ihr Telefon sollte jetzt wieder funktionieren. Lernt man auf dem Detektivlehrgang auch, wie man Telefone repariert? Nein, aber wie man rausfindet, dass sie jemand übers Ohr haut. Am besten rufen Sie nächstes Mal einen anderen Techniker an. Und wenn Sie mir jetzt ein Taxi rufen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Aber sicher, mein Sohn. Eine Nacht im strömenden Regen verbracht, lässt sogar dieses alte, verbeulte Taxi gemütlich erscheinen. Der Fahrer ist ein schweigsamer Typ, nicht wie all die anderen, die dir auf einer Fahrt für $1 gerne ihre Lebensgeschichte erzählen. Das Einzige, was er gefragt hat, war, wohin? Essex Street war alles, was ich geantwortet habe. Bevor ich heimgehe, muss ich Greta ihre Kamera wiederbringen.
Ich bin mit den Worten verschwunden, dass ich sie ihr in ein paar Tagen zurückbringe. Das ist schon über eine Woche her. Das Taxi biegt in die Essex Street ein. Wir sind da. Die Fahrt kostet mich 2 Piepen. 1,50 Dollar plus 50 Cent Nachtzuschlag. Nachtzuschlag. Ich hasse Taxifahrer. Gut, Gretas Laden hat noch geöffnet. Heute kann ich wirklich einen Schluck Whisky gebrauchen. Okay, der Greta müssen wir's die Kamera bringen. Das ist der Eingangsbereich des Gebäudes. Eine der vielen Laternen, die die Straßen von Big Apple erhellen. Müll. Ein einfacher Briefkasten. Wählen Sie Weston zum Bürgermeister von New York und Sie wählen Freiheit. Freiheit. Scheint so, als sei das Wort keinen Pfifferling mehr wert. So, jetzt sind wir in der Kneipe. Und da gibt es allerhand zum Anschauen. Kaltes Bier. Ehrlich gesagt ist mir Whisky lieber. Geht einfach schneller. Eine ganz normale Garderobe. Nein, mein Mantel gefällt mir ganz gut. Das Telefon der Kneipe. New York Vermittlung hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, ja, Ich brauche nichts. wir brauchen Wiederhören. nichts. Gut, wir können auch telefonieren. Das ist eine Windmühle, beziehungsweise ein Modell von einer. Ich glaube, die Originale sind ein kleines bisschen größer. Eine Registrierkasse. Geld aus einer Kneipenkasse klauen? Na, das würde meinem Ruf ja echt helfen. Aber ein Geldbeutel füllen. So, da haben wir. Eine massive Wand aus Schnapsflaschen. Wenn es einen Himmel gibt, muss der für mich so aussehen. Zarte Wölkchen, Engel, die umherflattern und eine Bar voll von jeder Art von Schnaps, die je hergestellt wurde. Ist unser Ermittler vielleicht schon abhängig? Das ist Smiley, das Halbhirn. Smiley, das Halbhirn. Da ist ja der unerschrockene Detektiv zurück von seiner gefährlichen Mission. Wie viele untreue Ehemänner hast du denn heute Nacht entlarvt? Ja, was sagen wir ihm denn? Halt die Klappe, Smiley. Harten Tag gehabt, Schnüffler? Aber reg dich nicht auf. Das Glück wird dir früher oder später wieder hold sein. Genauso wie mir heute. Wovon zum Teufel redest du? Smiley hatte die Chance seines Lebens. Auf Wiedersehen, Betrügerei und Urkundenfälschung. Ich rede hier über richtig viel Kohle, Autos und das wahre Leben. Warum bist du heute Abend so aufgekratzt? Smiley ändert seinen Lebenswandel. Keine Betrügereien und gefälschte Dokumente mehr. Ich habe einen neuen Job angeboten bekommen. Und ich werde ihn annehmen. Haben die im Central Park etwa einen leeren Reptilienkäfig, den du beziehen sollst? Unser Schnüffler ist immer schnell dabei mit den Witzen. Was für ein Job könnte eine falsche Schlange wie du schon angeboten bekommen haben? Oh, tut mir leid, Schnüffler, aber ich kann nicht darüber reden. In was für dreckigen Geschäften steckst du denn diesmal drin? Tut mir leid, Schnüffler, aber es geht hier um was Ernsthaftes. Ich kann mit niemandem darüber reden. Nicht mal mit dir. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass Smiley um Mitternacht einen Anruf von den wichtigsten Leuten in der Stadt bekommen wird. Na gut. Ich will sowieso nicht genau wissen, worin du verwickelt bist. Die Wirtschaftskrise scheint dich gar nicht zu kratzen, Smiley. Man tut, was man kann. Weißt du, Typen wie ich werden eigentlich immer gebraucht. Seit wann braucht jemand Kleinkriminelle?
Komm schon, Schniffler. Lass dich nicht von all den Schwarzsehern einwickeln. Ich bin nicht so übel, wie alle behaupten. Smiley, du würdest deine Mutter für ein paar Kröten verhökern. Das kann schon sein, Schnüffler, aber sei bloß nicht so naiv wie deine alten Polizeikumpel. Du weißt, wie der Hase läuft. Ich mach nur meine Arbeit. Wo ist da der Schaden, wenn ich jemandem mit ein paar gefälschten Stempeln und ein paar Fotos aushelfe? Häng nicht den Moralischen raus und erzähl mir, dass meine Kundschaft unehrlich ist. Jeder verdient eine zweite Chance. Gerade du solltest das wissen. Stimmt. Jeder respektable Killer sollte eine Chance haben, mit gefälschten Papieren und neuer Identität weiter Verbrechen begehen zu können. Ach, Schnüffler, du betrachtest dich wohl immer noch als Bullen. Zu dumm, dass du gefeuert wurdest. Ich kann mich noch an die Schlagzeilen erinnern. Polizeiskandal. Du solltest an der Stelle ganz schnell die Klappe halten, Smiley. Reg dich nicht auf. Wir halten doch nur ein Schwätzchen. Klar, ein Schwätzchen. Wiedersehen, Smiley. Tschüss, Schnüffler. Tschüss. Ja, Smiley scheint unser bester Freund zu sein. Die Karte der Kneipe. Ich glaube, die kenne ich inzwischen auswendig. So, da haben wir Das ist Greta. Greta. Hi, Greta. Schenk mir einen Whisky ein. Jack, hast du vergessen, dass du jetzt schon seit einer Woche meine Kamera hast? Wann willst du die endlich zurückgeben? Zufällig bin ich mit der heute Abend fertig geworden. Ich hole nur noch den Film raus und du kannst sie wieder haben. Versuch bitte, sie nicht kaputt zu machen, wenn du die Rolle rausholst. Die Kurbel ist schon seit Jahren kaputt, also muss man den Film von Hand aufwickeln. Ich schlage vor, du suchst dir eine dunkle Ecke, wenn du das machst. Sonst kannst du deine kostbaren Bilder vergessen. Wo ist eine dunkle Ecke? Da ja hinten. Das ist die Zeitung von heute. Und die Zeitung von heute kennen wir schon. Halt die Kamera wollte man. Nein, ich muss erst die Filmrolle rausholen. Und wie machen wir das? Gretas Fotoapparat. Sie sagt, dass die Kurbel kaputt ist. Ich muss den Film also in einem dunklen Raum von Hand aufrollen. In einem dunklen Raum. Regen und Blitze. Ideales Wetter für einen Spaziergang. Das Radio der Kneipe. Nein, ich brauche einen Schnaps, keine Musik. Ja, jetzt werden wir mal irgendwie ein dunkles Eckal suchen, um dass wir den Film rauskriegen. Vielleicht ist da hinten finster. Ich habe keine Lust, heute Nacht durch die dunklen Gassen der Lower East Side zu streifen. Gut, vielleicht dort drin. Ich kenne niemanden von den Leuten, die hier wohnen. Und ich habe auch... Anik. Gut. Jetzt können wir gar nicht weiter hinten.
Gretas Fotoapparat. Sie sagt, dass die Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Gut, jetzt bevor wir den Fotoapparat irgendwie zwingen, werden wir jetzt einmal eine Pause einlegen, nachdem wir wieder abgespeichert haben.